Nacken. Wir wollen euch heute mal Nacken zeigen, wie man einen starken Nacken aufbauen kann. An Hommage von Elite. Stilnackenkommando von Colliger und Farid Bang. Normalerweise trainieren wir Schultern und Nacken zusammen, aber heute wollen wir euch einfach mal nur ein brutales Nackenworkout zeigen. Also, wer will denn keinen guten Nacken haben? Das stimmt, also ein guter Nacken mit einer schönen Goldkette sieht ja immer gut aus, ob man einen V-Schnitt trägt. Wie bei The Rock zum Beispiel. Ja, das stimmt, bei Pain and Gain oder Fast and Furious, wer hat nicht einen Hype-Haken bekommen, wo bei den fünften Teil als erstes ankam und man hat irgendwie nur Nacken gesehen, die bis zum Ohrläppchen, ich weiß auch, warum schwer das hinkriegt. Dazu noch die brutalen Schultern, also sieht auch auf jeden Fall, ich persönlich für meinen Geschmack finde ich, das sieht richtig gut aus. Der Take-Off auf jeden Fall auch. Also Nacken ist nicht wirklich meine größte Stärke, ich finde, dein Nacken ist, als 15-Jährigen hat er einen brutalen Nacken so. Ich hätte gerne lieber ein bisschen mehr noch, also kann man noch ein bisschen was machen. Und da ist ganz wichtig beim Nackentraining ist, man muss ihn wirklich schwer trainieren. Das ist ein sehr zäher Muskel, der hat sehr viel Kraft eigentlich. Also wenn ihr jetzt anfangt, da mit 5 Kilo irgendwelche Bewegungen zu machen, dann könnt ihr auch einkaufen gehen mit 5 Milchstücken. Und das war's so. Also man sollte wirklich schon versuchen, schwer zu trainieren und ein bisschen variieren das alles, oder? Ja. Also wir werden versuchen, euch heute mal ein bisschen zu zeigen, was wir da so machen. Und wir mal gucken, ob wir den Farid Bang und Kollege machen mit. Ja, den Kollegen glücklich machen, oder? Also Pumper-Disco-Outfit hier. So, hier muss auch so laufen. Ja, man muss auch Goldketten tragen. Du musst auch schwer sein. Okay, Gold ist es nicht, das ist leider nur Silber. Für mehr als nicht. Die Sonnenbrille ist auch im Studio, oder? Ja, Sonnenbrille muss man eigentlich auch tragen. Also wir machen heute mal ein klassisches Pumper-Training. So, ich hoffe, ihr habt Spaß. Bleibt dran, geht gleich los. So. I'll be back. Nackentraining. Zeigt man sich jetzt aus wie The Rock? Nee. Nein? Komisch. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir viele Übungen gemacht. Wir haben immer ungefähr 4 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Zwischendrin haben wir auch ein paar Pyramidensätze reingebaut. Wie ihr gesehen habt, zum Beispiel hier bei der Langhantel. Dafür braucht man aber einen Trainingspartner. Wenn nicht, wir haben zum Beispiel auch mit den Kurzhanteln gemacht. Wir haben mit richtig schwer begonnen und dann immer 5 Kilo weniger, ohne Pause absetzen und weiter. Denn der Nacken, wie gesagt, der hat übelst viel Kraft, kann man ruhig ein bisschen belasten. Dann haben wir Seitheben gemacht. Viele denken ja, das ist nicht für den Nacken, sondern nur für die Schultern, aber wenn man es richtig anspannt. Genau, man muss wirklich es fühlen, so, dass man ein bisschen hoch auf den Nacken ziehen und dann geht es auch extrem auf den Nacken. Wie Ruder, wie das Vorderruder, was wir zum Schluss gemacht haben, das machen wir dann auch meistens so
schnell, ein paar leicht. Wenn ich Schulter mache, mache ich die auch, aber mache die schwer. Aber zum Nacken nochmal mit Leichtgewicht ein bisschen pumpen. Ich sagte, was heute für heute? Wir sind fertig mit Stirnackenkommando. Mit dem Stirnackenkommando. Wir gehen jetzt noch ein paar Fritten essen. Ein bisschen snacken. Wir gehen jetzt zum Imbiss noch ein paar Mitternachtssnack. Ist auch schon wieder fast 12 Uhr leider. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Oh, aber die Sonnenbrille müssen wir anziehen. Die Sonnenbrille muss man auf jeden Fall. Bis nachher. Oh fuck, der Imbiss ist zu. Scheiße, müssen wir doch nach Hause und Shake trinken. Oh shit, Mann.